Bayerischer Wald und Böhmerwald. Zusammen bilden sie das größte Waldgebiet in Europa. Der mächtigste Baum im Bayerischen Wald ist die sogenannte Dicke Tanne. 50 Meter hoch, 2 Meter Durchmesser an der breitesten Stelle. Am Fuß der Dicken Tanne treffen wir Christian Fischer. Der gebürtige Zwiesler hat vor einigen Jahren damit begonnen, Kinderbücher zu schreiben, die den Respekt vor der Natur vermitteln. Also, jetzt lese ich euch ein Gedicht vor, das steht ganz am Anfang, das heißt für meine Tochter Janine: Achtet jeden Baum, jeden Zweig, jedes Blatt und sei es noch so klein, denn in ihm liegt die ganze Kraft der Schöpfung. Zeige Ehrfurcht vor allen Kreaturen dieser Welt, denn auch sie sind das wunderbare Werk Gottes. Akzeptiere jeden Menschen, der dir begegnet, wie er ist, und sei er noch so anders als du, denn wir alle sind Menschenbrüder. Ja, ich finde, man sollte das Erbe für die nachkommenden Generationen erhalten, unbedingt. Es dauert ewig lang, bis so ein Baum wieder nachgewachsen ist. Und ich meine, wenn er mal umgeschnitten ist, dann muss man wieder 200 Jahre warten, bis man wieder sowas überhaupt anschauen kann. Und das ist schon, glaube ich, wichtig, dass man das erhält. Corbinian der Königsbaum heißt Fischers Kinderbuch, in dem es um die Baumriesen im Bayerischen Wald geht. Ich arbeite bei der Bundespolizei in Deggendorf. Und in meiner Freizeit ist, glaube ich, das ein guter Ausgleich. Momentan bin ich im Ausland, beim Auswärtigen Amt. Und dann, wenn ich mich hinsetze und schreibe ein paar Zeilen oder ein paar Sätze über die Heimat, dann bin ich irgendwie so schön verbunden mit der Heimat. Das tut mir persönlich ganz gut. Was für die Bayern die Bayernhymne ist, für die Menschen in Aicha vorm Wald das Aichaer Lied. Es ist ihr Lied, generationenübergreifend. Bartholomäus, kurz Bartel Retsch, hieß der Mann, dem das Aichaer Lied zu verdanken ist. Geboren im Jahre 1881 als Sohn eines Polizisten, studierte der musikbegabte Retsch am Konservatorium in München. Zu seinen Lebzeiten war Retsch ein bekannter Operettentenor. Hamburg, London, Moskau. Retsch trat auf vielen Bühnen der damaligen Opernwelt auf. Bartel Retsch hat mehrere Lieder geschrieben, viele Lieder. Unter anderem das Aichaer Heimatlied. Er war Komponist, Heimatdichter und Sänger. Und ungefähr 1925 schrieb er das Aichaer Lied. Hat es von Hamburg nach Aicha geschickt, wurde in Aicha ganz groß aufgenommen und wird seither in Aicha bei jeder Gelegenheit gesungen. Jeder alte Aichaer kann das Lied auswendig. Man braucht keinen Text mehr, weil das Lied überall in allen Häusern zu Hause ist. Bin in der Ferne ich, erfasst sein Heimweh mich, sie vor mir so verlegen, zwischen
6 Uhr morgens auf dem Zwercheck. Das Zwercheck liegt oberhalb der Gemeinde Lohberg, genau an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien. Trotz seiner immerhin 1333 Meter gehört es zu den unbekannteren und wenig bewanderten Bergen im Bayerischen Wald. Auf dem Zwercheck kann man in aller Ruhe die Natur auf sich wirken lassen. Den Brauereigasthof Eck in Böbrach gibt es seit gut 500 Jahren. Noch nicht ganz so lang, aber auch schon einige Jahre gibt es dort ein hervorragendes Blaubeerreindl. Wir machen heute ein Heidelbeerpfandl. Da brauchen wir ein bisschen Mehl, so ca. 160 Gramm. Dann brauchen wir eine Prise Salz dazu. Dann ein bisschen Milch, ungefähr so ein Viertel Liter. Das verrühren wir sauber, dass es keine Klumpen nicht gibt. So, dann machen wir noch 5 Eier dazu. So. Die Eier, die verrühren wir nicht wie für einen Pfannkuchenteig so stark, sondern gerade ein bisschen, dass das Eiweiß noch ein bisschen beieinander hängt da drin. Dann läuft er noch besser auf. So, und dann gehen wir zum Ofen. So, das lassen wir jetzt ein bisschen heiß werden, dass der Teig dann nicht in dem Reindl drin kleben bleibt. Dann gießen wir den Teig rein da. Und die Blaubeeren drauf. Da geben wir dann schon so 200 Gramm rein, dass das auch noch ein bisschen saftig wird. So. Dann hauen wir noch tüchtig Zucker drauf, weil die Heidelbeeren, die brauchen schon ein bisschen eine Süße. Dann schüren wir die Reindl rein für ca. 30 Minuten bei 175 Grad. Ja, der ist jetzt wunderbar aufgelaufen. Dann stauen wir noch ein bisschen am Puderzucker drüber über unseren halber Wacker. Weil bei uns da sagt man zu die halber Heidelbeeren, zu die Heidelbeeren halber. So, dann und schon war er servierbereit. In dem kleinen Ort Dorn, einem Stadtteil von Waldkirchen, befindet sich Niederbayerns ältester Golfplatz. Als der Neunlochplatz in Dorn Mitte der 70er Jahre eröffnet wurde, da war Golf bei den Einheimischen noch wenig vertraut, galt als exklusiv, gar elitär. So ist es nicht direkt verwunderlich, dass ein Auswärtiger den ersten Golfplatz gründete. Wir haben in Köln gewohnt und mein Mann war leidenschaftlicher Golfer. Der ist inzwischen verstorben, mein Mann, vor 9 Jahren. Und wir haben hier oben, Kilometer oberhalb in Dorn, ein Landhaus.
Und da hat er gesagt, was hier noch fehlt im schönen bayerischen Wald. Und bei mir in der Nähe ist ein Golfplatz. Und dann hat er sich rangemacht, um diesen Golfplatz zu gründen. Dann hat er erst, weil ja hier die ganze Struktur nicht so ist, dass die Leute da jetzt unbedingt direkt mitmachen. Die kannten das ja nicht. Wir waren ja der erste Golfplatz hier in Niederbayern. Dann hat er nach Amerika ein paar hundert Briefe geschickt, weil da die leidenschaftlichen Golfer sind. Und da kam aber keine Resonanz. Und dann hat er hier im Gottinger Keller, also im Restaurant, einen Film vorgeführt von Texaco über Golf, um den Leuten hier ein bisschen das beizubringen. Die kannten das nicht, okay. Und dann sind aber nur die notwendigen 7 Leute übrig geblieben. Die anderen sind alle nach Hause gegangen und die haben dann diesen Verein gegründet. 1975 war dann die Eröffnung. Und da gab es noch eine Anekdote. Es ist ja so, dass bei der Eröffnung wird ja ein goldener Ball geschlagen vom Präsidenten. Der erste Schlag quasi auf dem Golfplatz. Und es ist dann so, dass dann die Kinder den Ball suchen. Und wenn sie den finden, dann bringen sie ihn zurück und bekommen dafür Geld. Und hat der Golflehrer gesagt, pass auf, geht's da runter, stellt euch so 150 Meter Marken, stellt sich da hin, dort wird der Präsident wahrscheinlich hinschlagen. Und was passiert? Der Präsident schlägt 100 Meter hoch, 50 Meter weit, dann kam er wieder runter. Alle stand vorne, kein Mensch war da, wo der Ball tatsächlich hingekommen ist. Ne? Mittlerweile gibt es einige Golfplätze in Waldkirchen. Golf ist ja zwischenzeitlich ein Breitensport, auch wenn das viele noch nicht wahrnehmen, aber es ist so. Wenn ich bedenke, wir haben heuer 5, 6 Schulen, also etwa 350 Schüler auf unseren Plätzen. Wir haben ja 2 Anlagen, eine hier in Dorn und eine in Poppenreuth. Dann kann man sich vorstellen, sagen wir, dass das zwischenzeitlich in der Bevölkerung auch mehr oder minder anerkannt ist und auch sehr geschätzt wird. Freitagabend in der Nähe von Grafenau. Die VW-Audi-Freunde Grafenau sind zu einer Ausfahrt gestartet. Zum Lebensgefühl der Jugendlichen im Bayerischen Wald gehören Autoclubs fest dazu. Der Bär, das Wappentier ihrer Heimatstadt Grafenau, ist auch das Wappentier der VW-Audi-Freunde. Bevor seit dem Führerschein nur VWs und also sind die ganzen Leute sind also nur VW-Audi-Fahrer und deshalb haben wir eigentlich auch den VW-Audi-Club gegründet. Durch die Freunde und so weiter kommt man da mehr oder weniger dazu. Wenn man sagt, man fährt einen Opel oder sonst was, dann ist man schon durch. Zumindest bei uns in der Gegend. Seit dem Jahr 1998 gibt es die VW-Audi-Freunde Grafenau. Genauso wichtig wie das Tunen von Autos ist das Zusammensein in der Freizeit. Jeden Freitag trifft man sich zum Kickern, zum Dart, zum Musikhören im selbst renovierten Clubheim. 4 bis 5 Mal im Jahr nimmt man an Treffen von VW- und Audi-Clubs teil. Ich muss ja vor 7, 8 Jahren ungefähr sind wir in Wörthersee gefahren. Das große GT-Treffen in Reifnitz. Dann haben wir da einen VW-Bus als Clubfahrzeug gehabt. Und dann haben wir da einen Vollpack mit komplett Werkzeug. Also wir waren ausgerüstet wie ein richtiger so Werkstattwagen. Und ja, natürlich komplett Vollpack bis oben. Fahren wir in den Tauerntunnel rein, ist uns der Keilrahmen gerissen im Tauerntunnel drin. Mittendrin im Tunnel stehen wir drin, also das ganze Werkzeug, alles verpackt und so, jetzt haben wir nichts tun können. Dann ist die Gendarmerie gekommen. Die haben uns dann, ja, sie haben auch nicht gewusst, was da sind. Dann haben sie das Abschleppseil genommen und haben uns aus dem Tunnel rausgezogen, die Gendarmerie selber. Ja, dann sind wir dann ein wenig gegangen und da haben wir eigentlich eine richtige Audi gehabt mit der Gendarmerie. Da haben wir dann Fotos gemacht mit der, wir mit den Polizeikappen und so.
Das war eigentlich eine recht lustige Sache. 21 Mitglieder haben die VW-Audi-Freunde Grafenau derzeit. Von den Gründungsmitgliedern ist kaum noch jemand dabei. Dafür aber sind neue hinzugekommen. Glas und bayerischer Wald, das gehört irgendwie zusammen und kann, trotz vieler Meldungen des Niedergangs, auch heute noch eine erfolgreiche Kombination sein, wie die junge Erfolgsgeschichte der Zwiesel Kristallglas AG zeigt. Wir haben das Unternehmen 2001, ein Kollege von mir und ich, im Management Buyout übernommen und danach umgetauft auf Zwiesel Kristallglas AG. Wir sind hier vor Ort und produzieren mit etwa 650 Mitarbeitern ein Volumen, was so in der Größenordnung von 50 bis 70 Millionen Gläsern pro Jahr besteht. Wir haben wunderschöne Gläser in unserem Programm. Wir bedienen die gehobene Gastronomie, die 4-, 5-Sterne-Hotels weltweit, 120 Länder auf der Erde, Cruise Lines, Airlines. 50 neue Arbeitsplätze in Zwiesel hat die Zwiesel Kristallglas AG allein im Geschäftsjahr 2009/2010 geschaffen. Der Standort Bayerischer Wald ist sehr interessant für Unternehmen, weil eine große Loyalität der Mitarbeiter hier schon die Möglichkeit einräumt, gute Geschäfte und innovative Geschäfte machen zu können. Wir haben hier in Zwiesel eine Arbeitslosenquote, die liegt nahezu bei 0. Wir haben im Gegenteil Schwierigkeiten, künftig auch Mitarbeiter für das Unternehmen engagieren zu können. Seit dem 15. Jahrhundert schon wird in Zwiesel im Bayerischen Wald Glas hergestellt. Auf das Jahr 1872 geht die Zwiesel Kristallglas AG zurück. Damals wurde die Tafelglashütte Annatal gegründet. Bevor ein Produkt in die Serienproduktion geht, wird es von den Mitarbeitern in der Handproduktion des Zwiesler Werks erst einmal ausprobiert. Dabei geht es nicht nur um das schöne Aussehen, auch die Zweckmäßigkeit und Praxistauglichkeit jeder Neuanfertigung wird geprüft. Wir in der Handfertigung machen wir ungefähr ein Jahr 50 bis 55.000 Stück. Wobei 40 bis 50% haben Muster und der Rest ist Kollektionsware. Das heißt also Krühe, Flaschen, Vasen, Kelch. Wir machen auch Zierkelch, wie zum Beispiel Kelch mit verschiedenen Farben. Von den Muster ist jetzt fast so, wir haben eine eigene Designabteilung, die macht Entwürfe, die schauen wir uns dann an. Dann wird ein Drahtschnitt gemacht und dann eine Holzform und dann wird einmal probiert, dann wird einmal geschaut, geht es oder geht es nichts. Und wenn man sich dann einmal für ein neues Produkt entschieden hat, muss man noch sicherstellen, dass es bei aller Liebe zum Design auch wirtschaftlich herstellbar ist. Urlauber aus Hannover starten zu einer Bootstour auf dem Regen. Der Regen ist mit einer Gesamtlänge von 169 Kilometern eine Lebensader des Bayerischen Waldes. Je nachdem, in welchem Abschnitt man sich gerade befindet, spricht man vom kleinen Regen, vom großen Regen, vom weißen Regen oder vom schwarzen Regen. Und am Ende sind alle zusammengeflossen zum Regen, auf dem wir uns hier befinden.
Mehrere Bootsverleiher gibt es entlang des Flusses. Einer der am längsten existierenden Anbieter ist der Kanu- und Kanadierverleih Zankl in Miltach. Einige tausend Urlauber starten jedes Jahr zu einer Bootstour auf dem Regen. Der Fluss ist in weiten Strecken familienfreundlich. Es gibt Bootstouren in verschiedener Länge, von der 3-Stunden-Tour von Miltach nach Kamerau bis hin zur 5-Tagestour nach Regensburg. Also uns gefällt es ja eigentlich ganz gut. Kanufahren macht Spaß und ja. Und wir gehen auch immer mit unserem Vater angeln, das macht Spaß. Und wir sind dann auch immer an so See und da kann man dann auch noch baden. Und ist ganz gut hier. Ja, mein Mann angelt gerne hier halt eben und bei Zankels kann meine Tochter halt eben noch reiten. Und ja, wandern kann man direkt vor Ort halt eben. Also es ist alles so in greifbarer Nähe halt eben. So die verschiedenen Bereiche kann man abdecken. So. Viele nette Leute hier. Wir waren auch schon mal in 1, 2 Biergärten. Man kommt schnell in Kontakt und haben uns eigentlich nett unterhalten. Und das ist eigentlich so das, was wir hier kennenlernen wollten, Land und Leute. Und gefällt uns gut. Und heute sind wir halt mit dem Kanu unterwegs. Und ansonsten wollen wir ein bisschen angeln, Natur erleben, wandern. Schauen wir mal, was noch so kommt. Nicht überall ist der Regen in voller Breite befahrbar. Wie hier bei Kamerau muss man auch schon mal eine Bootsrutsche benutzen. Sieht aber gefährlicher aus, als es ist. Und erspart zudem, das Boot an dieser Stelle aus dem Wasser nehmen zu müssen und zu tragen. Mag der Bayerische Wald früher einmal ein etwas hinterwäldlerisches Image gehabt haben, so schreitet die Gegend auch in dieser Hinsicht in die Zukunft. Naturverbunden, frisch, lebensnah, so soll das neue Gesicht des Bayerischen Waldes sein. Die Kampagne für das Vichtacher Land hat hier Vorbildfunktion. Wir haben die Aufgabe gekriegt, einen Prospekt zu erstellen für das Vichtacher Land und haben zusammen mit dem Tourismusbüro in Vichtach unser neues Konzept überlegt, wie man unsere Landschaft authentisch darstellen kann und wie man den Gästen sagen kann, wie schön das bei uns ist. Ich selber bin hier geboren und habe ein sehr poetisches Verhältnis zu der Landschaft hier und bin auch viel draußen, kenne viele schöne Plätze, habe sehr lange schon fotografiert und wir haben beschlossen, dass wir eine eigene Bildsprache entwickeln, die ein bisschen zeigt, wie schön das bei uns ist. Viele Prospekte haben, ich sage mal, schwülstige Texte über die Landschaft. Wir haben gesagt, wir setzen uns davor ab und machen Zitate von bekannten Leuten, von Künstlern, die ein bisschen darauf eingehen, wie schön es bei uns ist. Wir haben ein Beispiel, zum Beispiel Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Das ist vom Herbert Grönemeyer. Wir haben uns mit den Leuten kurzgeschlossen, haben uns gefragt, ob sie für die Gegend hier werben würden. Und wir haben dann entsprechende Bilder dazu gemacht. Also hier ist auch die Landschaft sehr mystisch, manchmal ein bisschen dunkel. Hier gibt es sehr einsame Plätze, wo man wirklich den ganzen Tag allein sein kann. Es gibt aber auch Plätze, wo man mit Menschen zusammen sein kann. Und dieses Gefühl hat eine gewisse Tiefe. Und das haben auch die Menschen. Man kommt nicht so nah an die Menschen ran, so schnell, aber wenn man dann einmal Freund ist, dann ist man auch wirklich ein Freund. Und ich glaube, viele Gäste, die Stammgäste sind, die wissen das, die schätzen das auch hier an der Gegend. Und von daher haben wir auch den Katalog danach ausgerichtet, dass man dieses Gefühl von Tiefe und aber auch von Freude am Leben, dass man das vermittelt. Wir haben ja eine Frau, die Arme ausbreitet und tanzend über den Bergen praktisch sich befreit von ihrem Alltag. Und das hat auch schon einige Nachahmer gefunden. Also wir haben da einige Titelblätter, Kopien da schon erlebt.
Herrenfehlburg ist ein Ort mit rund 100 Einwohnern, gelegen im Landkreis Straubing-Bogen. Der Namensbestandteil Fehl hat nichts mit Fehlen oder gar Fehler zu tun. Vielmehr geht er zurück auf das alte Wort Fehle, das auf einen Wald hindeutet. Herrenfehlburg heißt also Burg, die am großen Wald liegt und einem Herrengeschlecht gehört. Bis zum Jahre 1242 waren die Grafen von Bogen Eigentümer der kleinen Herrenfehlburger Schlossanlage. Im Laufe der Jahrhunderte verfielen Teile der Anlage. Heute sind ein Gasthaus und eine Schlosskapelle Zeugen der Vergangenheit. Wie viele kleine Kapellen und Kirchen im Bayerischen Wald bezaubert auch St. Thomas in Herrenfehlburg durch die karge Schlichtheit ihres Innenraums und der wenigen dort zu findenden Gemälde und Figuren. Leider ist von der alten Einrichtung kaum mehr was übrig geblieben. Nur mehr 2 wunderbare Statuen vom Jahr 1440. Da ist man sich ziemlich sicher, dass die aus dieser Zeit stammen. Das war ungefähr die Zeit, als das Langhaus hier in Herrenfehlburg fertiggestellt wurde. Hier handelt es sich um einen auferstandenen Christus, eine wunderbare Schnitzarbeit, eben aus dieser besagten Zeit. Die Herrenfehlburger, die hängen so richtig an dieser Statue, denn das Jahr über ist er nicht anwesend, nur bei der Auferstehungsfeier wird er ausgestellt und dann kommt er auf den Altar da vorn und bleibt während der ganzen Osterzeit bis zur Auffahrt in den Himmel dort stehen. Und dann kommt er wieder weg. Und so freut man sich alle Jahre wieder auf diese uralte, schöne Figur. Eine weitere ist noch herin, zu der die, so haben mir alte Leute einmal erzählt, die Herrenfehlburger gern gebetet haben, vielleicht auch, weil es so alt ist. Und zwar eine Mutter-Gottes-Statue, die hängt neben der Kanzel an der Langwand. Die stammt aus der gleichen Zeit, hat sich also herübergerettet durch viele Besitzerfolgen. Und zwar ist es eine Madonna mit einem besonderen Attribut. Sie hat kein wallendes, langes Haar, sondern sie hat wunderbare Zöpfe, so wie es die Landleute früher gehabt haben bei uns. Landschaften und Motive im Bayerischen Wald malt Edeltraud Knaus aus Büchelberg. Es ist so losgegangen, dass der Mann pensioniert worden ist. Und dann, was macht man in der Pension? Man kann ja nicht in der Stumm sitzen. Und der hat auch ganz gerne gezeichnet schon. Dann hat er sich in der Volkshochschule einen Kurs hat angefangen. Aber er geht nicht alleine, er will mit mir gehen. Naja, Mann zuliebe bin ich dann mitgegangen, obwohl es mich nicht gefreut hat. Und die ersten Anfänge, ich habe es ja da gezeigt gehabt, mit einem großen Pinsel den Baum zu malen und sowas, das hat mich überhaupt nicht behagt damals. Und der Hintergrund ist violett, ich sehe keine Berge, die violett haben, habe ich mich auch schon wieder gesträubt und so ist das weitergegangen. Und das zweite Jahr, da sind wir dann ins Freie und haben schon mal ein Dorf gemalt und so. Und das hat mir dann schon mehr zugesagt. Und naja, und dann, wie gesagt, habe ich so einen Eifer wieder bekommen, dass ich jede freie Minute genützt habe und habe halt gezeichnet oder irgendwas gemalt. Aber ich möchte mich in Zukunft mehr aufs Zeichnerische und eventuell einen Porträtkurs jetzt noch mal belegen dann. Weil das hat mich auch noch faszinieren, dass ich das mehr beherrsche. Ja. Hier malt Edeltraud Knaus übrigens gerade ein Motiv aus ihrem eigenen Garten. Die heute 80-jährige Frau aus Büchelberg im Landkreis Passau ist gelernte Fotografin. Daher hat sie auch schon seit langem ein Gespür für den richtigen Blick, die richtige Perspektive. Seit 1993 ist Edeltraud Knaus Malerin. Viele Bilder hat sie gemalt, Landschaften, Blumen, auch Akte. Und manchmal hat sie auch eines ihrer Bilder verkauft.
Ja, angefangen von 30, 45 bis das teuerste war mal 700. Und das war also ein Roller. Und der hat sich in Kindheitserinnerungen, den habe ich da bei der Ausstellung gehabt in Obernzell. Und ich wollte ihn eigentlich nicht verkaufen, aber die Dame ist bestanden drauf, es gefällt ihr so. Und da hat sie gesagt, und dann habe ich meine Kinder gefragt, die haben gesagt, Mama, du kannst dir wieder was malen. Verkaufst doch. Naja, und das war also aus Öl ein Roller, der an der Wand lehnt. So ein Kinderroller mit roten Rädern dran. Und Fotografie habe ich noch, weil alle Bilder tue ich mehr oder weniger mal fotografieren, dass ich weiß, was ich alles gemacht habe. So. Was haben wir jetzt da? Im Hof des Gasthauses Kreuzberg in Vichtach ist jeden Samstagvormittag Bauernmarkt. Ein kleiner Markt, auf dem ausschließlich Anbieter aus der näheren Umgebung ihre Waren verkaufen. Wir haben die Eier selber aus Bodenhaltung und Geflügel haben wir auch selber. Also Pute, Hähnchen, Suppenhühner. Das ist ein Eierlikör mit Schokostreusel und das ist ein Ameisenkuchen. Mhm. So, weißt du jetzt, was es kostet? 2,40, genau. Jetzt ja. Also unsere Spezialität handelt die Schnäpsel, oder? Also das ist ein Apfelbrand. Dann hätten wir da noch einen Himbeergeist, der ist sehr beliebt. Dann hätten wir zum Beispiel noch einen Obstler. Obstler ist auch weit gut. Oder was wir dann selten haben, momentan so Sachen bei Quittenbrand oder Vogelbeere. Das sind halt so Sachen, die haben wir nicht immer. Das haben wir immer, weil das Obst gibt es auch weit. Geben Sie mal bitte 2 Saiblinge. Mhm. Von der Größe sind sie. Wir sind von Grafenried, Traxelsried, das ist ungefähr 15 Kilometer von Vichtach entfernt, wo wir jetzt sind. Und da haben wir unsere Fischzucht. Und in der Fischzucht da züchten wir die Forellen für die Bärche zum Einsetzen oder eben für den Markt, wie es jetzt ich mache, zum Verkaufen. Und die werden wir frisch verkaufen und mit wir es auch räuchern. Und wie Sie es da sehen, da kriegen Saibling und Forellen geräuchert. Ich bin aus Rimmondsfeld, das ist 20 Kilometer von hier weg, von Vichtach. Wir haben zu Hause einen Schweinemastbetrieb und Muttergaltung mit ca. 10 Hektar. Die Waren, die ich am Bauernmarkt verkaufe, sind von meinen eigenen Tieren. Und das heißt, ich kann also garantieren, wo die Ware herkommt. Und das ist mittlerweile auch ganz wichtig. Hauptsächlich ist bei uns also die Spezialität das Bauerngeräucherte und halt je nach Saison Grillfleisch oder Grillwürstel, auch der Kochschinken ist also ganz was Gutes. Regionale Produkte gibt es natürlich auch auf weiteren Wochenmärkten, etwa in Regen, in Bad Kötzting und vielen anderen Orten im Bayerischen Wald. Und sogar das Bier für das weltbekannte Londoner Kaufhaus Harrods kommt aus dem Bayerischen Wald. Ja, vor ungefähr 20 Jahren da hat Harrods mit dem Gedanken gespielt, in London eine Hausmarke zu machen, ihr eigenes Bier zu verkaufen. Und für das Kaufhaus war von vornherein klar, es muss ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt sein. Sollte aus Bayern kommen. Bayerisches Bier hat ja den guten Ruf in der Welt. Und man hat sich ein bisschen umgeschaut und man ist in Kontakt getreten. Hofmark war damals bereits bekannt, hat schon einen guten Ruf im Ausland gehabt und hat bereits in der Bügelflasche exportiert gehabt. Somit hat man für Harrods mal
einen Sud gemacht, ja, ein eigenes Bier kreiert. Dann haben die in London das probiert, denen hat das zugesagt und so ist es ins Laufen gekommen. Und seitdem produzieren wir ausschließlich für Herz diese Marke, dieses Lager 1849. Das ist ein eigenes Bier mit Rohstoffen aus Bayern, aus dem Bayerischen Wald. Ja. Und wir haben ja auch das sehr gute Wasser aus dem Pfahlgebirge und somit entsteht da dieses besondere Bier für London. Bis ins Jahre 1590 reicht die Geschichte der Hofmark-Brauerei in Läufling zurück. Sie ist eng verbunden mit der des Wasserschlosses von Läufling. Hofmark, das war im mittelalterlichen Bayern der Begriff für einen abgegrenzten Bezirk einer Grundherrschaft mit einer bestimmten Form der niederen Gerichtsbarkeit. Heute ist die Hofmark-Brauerei ein privat geführtes mittelständisches Unternehmen im Familienbesitz. Rund 10.000 Hektoliter Bier werden jährlich dort gebraut und abgefüllt. Wir haben auch Kunden in Japan, zum einen also Niederlassung von Herz. Da wird auch das Herz vertrieben und dann noch eine zweite Kundschaft, die unsere Hofmark-Biere vertreibt in Japan. Wir haben auch noch ein bisschen was Italien, Spanien, Frankreich, aber hauptsächlich verkaufen wir unser Bier da in der Region. Bayerischer Wald und Eisenbahn, das sind zwei Begriffe, die in der Neuzeit nicht immer gut zusammengepasst haben. Viele Linien sind mittlerweile stillgelegt. Früher war das alles einmal anders und so fuhr zwischen Regensburg und dem Markt Falkenstein im vorderen Bayerischen Wald einst das sogenannte Falkensteiner Bockerl. Um die Lokomotive unterzubringen, baute man auch einen Lokschuppen. Doch als dann die Verbindung in den 1980er Jahren eingestellt wurde, stand er plötzlich allein und verwaist in der Landschaft, der alte Lokschuppen von Falkenstein. Heute ist er wieder hübsch anzusehen. Mein Mann und ich waren schon eine Zeit lang in Falkenstein. Uns hat es so gut gefallen und wollten da bleiben, waren auf lange Zeit auf der Suche nach einem alten Haus, haben nie was Entsprechendes gefunden. Dann haben wir uns entschlossen, doch neu zu bauen. Und dann war im Sommer 1990 mein Papa für ein paar Tage bei uns zu Urlaub. Dann haben wir mit dem einen Ausflug gemacht in eine Galerie im Bayerischen Wald. Und mein Mann und ich waren damals begeisterte Galeriebesucher. Und auf dem Rückweg haben wir dann davon geträumt, im Auto, dass doch das unglaublich schön wäre, auch in Falkenstein einmal eine Galerie zu eröffnen oder sowas anzubieten. Und seltsamerweise am nächsten Tag kommt mein Papa von einem Spaziergang heim und sagt, wisst ihr eigentlich, dass der Lokschuppen verkauft wird? Und ich gesagt, nö, wissen wir nicht. Und dann sind wir gleich raufgegangen, haben hinten die Tore aufgemacht, uns die Lokschuppenhalle angeschaut. Und dann waren wir völlig begeistert von diesem Dachstuhl, von diesem Raum und haben gesagt, genau das ist es. Und dann war bei uns der Entschluss da, wir möchten gerne den Lokschuppen kaufen, renovieren, bewohnen und dann halt einen Ausstellungsraum auch da drin einrichten. Ja, und mit viel Glück und Fügung des Schicksals haben wir dann tatsächlich den Lokschuppen auch erwerben können von der Gemeinde. Und so ist es dann entstanden. Also bewohnbar war er jetzt halt für uns schon ab 1991. Da haben wir uns bloß ein paar Zimmer hergekriegt. Eine Wohnung halt wirklich bewohnbar im besten Sinne des Wortes. Und die Lokschuppenhalle selber, die haben wir dann erst 1995 hergerichtet und renoviert. Und die erste Ausstellung war dann 1998. Und dann haben wir halt immer wieder mal erweitert, ausgebaut, angebaut, versucht uns zu verbessern. Und letztlich hat sich das jetzt dann über 17 Jahre hingezogen, bis es wirklich so war, wie es wir haben wollten. Kunstausstellungen aller Art, also von Skulpturen über Bilder. Wir haben auch Fotoausstellungen, heimatgeschichtliche Ausstellungen, Puppentheater. Heute ist der Lokschuppen nicht nur ein schöner Raum für Kulturveranstaltungen,
sondern auch ein Zeuge einer noch nicht allzu lange vergangenen alten Zeit. Nicht zu vergessen, Wohnhaus einer 4-köpfigen Familie. Der Lamberg bei Cham ist einer der idyllischsten Orte im gesamten Bayerischen Wald. Zugleich ein Ort von langer Besiedelung. Schon aus keltischer Zeit hat man Überreste gefunden. Von der magischen Natur auf dem Lamberg lässt sich der in der Nähe lebende Schriftsteller Bernhard Setzwein heute ebenso einfangen, wie dies einst der Philosoph Friedrich Nietzsche tat. Es ist so, dass er als junger Mann zusammen mit einem Studienfreund im August 1867 eine Bayerwald-Tour, Sie sagen selber und schreiben Böhmerwald-Tour, unternommen hat. Und da war eben eine Station dieser Lamberg. Und da sind sie raufmarschiert, die zwei. Von seinem Freund Erwin Rode gibt es eine ausführliche Beschreibung dieser Reise und mit fantastischen, romantischen Naturbeschreibungen. Und vom Nietzsche gibt es bloß ganz buchhalterische kleine Notizen, was die Brotzeit gekostet hat, wie die Bahnfahrt war, dass das Bier jetzt teuer war. So in der Art. Interessant, dass der spätere große Autor da so wortkarg war und sein Freund so ausführlich. Und all das haben wir dann zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, das könnte man doch eigentlich irgendwie auch den Leuten näher bringen durch die Gestaltung eines Friedrich-Nietzsche-Wanderwegs, der also jetzt hier von Kammünster hier rauf auf den Lamberg führt. Bernhard Setzwein lebt in Waldmünchen. Seit vielen Jahren geht er als Schriftsteller nicht nur, aber auch mit dem Bayerischen Wald und seinen Menschen um. Man könnte sagen, es gibt zwei Arten von Schriftstellern, Mittelgebirgsschriftsteller und Hochgebirgsschriftsteller. Und das Bizarre und Zackige, das ist mir fremd. Ich habe gern diese Hügellandschaft, diese sanften und weichen Schwünge. Und wenn man sich so eine Landschaft erwählt als Autor für den Ort seiner Handlungen, für den Ort der Romane, die hier spielen sollen, tut man das ja auch, weil man die Menschen gern hat oder Sympathie zu ihnen fühlt oder vielleicht auch was wie Seelenverwandtschaft fühlt. Und das ist ganz sicher auch ein Grund, warum ich diesen Handlungsort immer wieder wähle für meine Bücher, weil die Menschen, die hier leben und agieren, mir irgendwie gemäß sind. Weil sie eben auch nicht so bizarr sind und auch nicht so extrem, sondern sie haben auch so eine ruhige Art und haben noch nicht dieses Auftrumpfende, so à la, das ist mein Haus, das ist meine Yacht, das ist mein Auto, das ist mein Burnout. Das findet man hier nicht. Der Bayerische Wald, ein Ort der Stille, Naturerbe seit Jahrhunderten, eine Gegend mit Herz und Seele.